Herzlich willkommen zu einer Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, wir können dich inspirieren und mach dir doch ein paar Gedanken dazu. Ich möchte dich kurz mitnehmen in eine Begebenheit und bitte dich da einzutauchen. Dein Vater ist schwer krank und er weiss, er hat nicht mehr lange zu leben. Und er ruft seine Kinder zusammen zum wahrscheinlich letzten Nachtessen. Und während dem Nachtessen fängt er an, das zu sagen, was er euch Kind und dir noch unbedingt sagen will. Wie würdest du ihm zuhören? Wahrscheinlich anders, als du sonst würdest zuhören. Vermutlich viel intensiver, viel aufmerksamer. Du willst kein Wort unter den Tisch fallen lassen. Du willst genau wissen, was dein Vater in seiner letzten Rede euch Kind und dir selber noch zu sagen hat. Es war wohl eine einzigartige Atmosphäre, wo Jesus gewusst hat, dass es das letzte Essen ist mit seinen Jüngern. Ich wäre gerne dabei gewesen. Es war vermutlich mucksmäusli still gewesen. Die Jünger haben gespürt, etwas liegt in der Luft und sie haben ihre Ohren aufgetan, um zu hören, was ihr Rabbi, ihr Lehrer, ihr Herr am Schluss noch zu sagen hat. Mit was für einer Art Aufmerksamkeit haben sie wohl zugelassen? Wie haben sie das ernst genommen, was Jesus gesagt hat? Auch wir können heute Morgen unsere Ohren anheben an das, was Jesus zum Schluss noch ganz wichtig ist für seine Freunde und für die Nachfolger. Und somit unser Ohr anheben zum Hören, was Jesus wichtig ist für uns. Ich habe in den letzten paar Monaten Johannesevangelium studiert und vor allem die Abschiedsrede und das Abschiedsgebet. Und es ist mir total eingefahren. Es hat mich total berührt. Und ich möchte euch heute Morgen mitnehmen zu dem, was der Geist Gottes zu mir intensiv geredet hat. Und zu dem, was ich meinte, dass Jesus sein Abschiedswort am meisten auf dem Herz gelegen ist. Das Gebot, einander zu lieben. Johannes 13,34 sagt Jesus in seiner Abschiedsrede: Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Jesus gibt seinen Freunden in seiner letzten Rede ein neues Gebot. Es ist kein Wunsch. Er redet nicht davon, es wäre noch schön, wenn ihr einander ein bisschen gern hättet. Er hat auch nicht eine Frage in den Raum gestellt. Könnte es sein, dass es gut wäre, wenn ihr einander gern hättet? Ihr könntet mir noch einen Gefallen tun. Nein, er hat gebietet. Im Urtext steht das Wort enthole, das heisst Gebot oder Befehl. Das Wort betont die Autorität und die Macht von dem, der gebietet. Was gebietet er? Er gebietet, Brüder und Schwestern zu lieben. Das war ja schon im Alten Testament. Was ist denn neu in dem Gebot? Neu ist, dass er sagt, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Wie ich euch geliebt habe. Das Level, der Maßstab für die Liebe von Brüdern und Schwestern ist die Liebe, die Jesus zu seinen Jüngern hatte. Wie hatten sie die Liebe ausgesehen? Selbstlos, vergebensbereit, dienend, opferbereit, auch gegenüber Menschen, die schwierig sind. Seine Liebe hat nicht einmal von einem Judas Halt gemacht, wo man gewusst hat und Jesus ganz bestimmt gewusst hat, dass er ein Dieb ist und ab und zu die Kasse nie langt. Und nochmal, in Kapitel 15,12 sagt Jesus, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Wieder sagt Jesus zum zweiten Mal, wie ich euch geliebt habe. Genau so, so fest. Das ist der Level. Das ist der Maßstab, wie ich euch geliebt habe. Und noch einmal, zum dritten Mal sagt er, einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Jesus redet da einmal vom Gebot und sagt, es ist ein Gebot. Es ist nicht ein frommer Wunsch,
Es ist nicht irgendetwas, es ist nicht eine Variante, sondern die zu mir gehören. Dort geht es darum, dass sie einander gern haben. 3-mal. Alle guten Dinge sind 3. 3-mal in den Abschiedsreden sagt Jesus identisch das Gleiche. Hat er vorausgesehen, dass es für seine Nachfolger schwierig wird sein, das zu halten? In dieser Unterschiedlichkeit hat er es erlebt mit seinen Jüngern, so total verschieden, wie vielleicht deine Small Group verschieden ist. Er hat vorausgesehen, wie schwierig das wird sein. Er hat vorausgesehen, wie Rechthaberei und Besserwisserei wird die Liebe blockieren. Und darum sagt er, es ist nicht ein frommer Wunsch, sondern es ist mein Gebot an euch. Und dann sagt er noch im gleichen Abschiedsrede, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Also wie können wir sagen, wir lieben Jesus, wenn wir seine Gebote nicht halten? Wie können wir sagen, wir lieben Jesus, wenn wir das Gebot von der Liebe nicht halten? Wenn wir nicht unsere Brüder und Schwestern in seiner Unterschiedlichkeit, in seiner Fehlerhaftigkeit, in seiner Zerbrochenheit lieben. Liebe zu Brüdern und Schwestern, die anders denken, die anders handeln, die theologisch an einem anderen Ort stehen als ich. Liebe zu Brüdern und Schwestern, die gescheitert sind, einen Fehler gemacht haben, einen Fehltritt. Kein Wunsch, sondern das Gebot. Mein nächster Titel heisst Jesu Ringen um Einheit. Die Abschiedsreden von Jesus sind schon tief für mich. Aber dann geht es noch tiefer. Nämlich, dass Jesus seine Jünger, und ich nehme an, es sind die Ängste gewesen, mitgenommen hat, dass sie sein Gebet, sein Abschiedsgebet haben dürfen hören. Haben dürfen hören, was ihrem Rabbi wichtig ist am Schluss von seinem Leben. Für was er im Vater einsteht, von ganzer Seele, von ganzem Herzen, mit allem, was er hat, wie er seufzt und die einsteht im Gebet. Was ist Jesus an dem Gebet wichtig gewesen? Was ist Jesus gegenüber dem Vater wichtig gewesen? Was hat er ihm gebeten? Johannes 17,11b: Bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Jesus bittet den Vater, dass seine Nachfolger eins sind. Aus der Liebe soll Einheit wachsen. Und er sagt, wie Einheit. So wie der Vater und der Sohn. Ich habe mir Johannes Evangelium mal nachgeschaut, wie oft dass Jesus über seine Beziehung mit dem Vater redet. Es ist 57 Mal. 57 Mal redet Jesus über die Beziehung zu seinem Vater im Johannes-Evangelium. 57 Mal malt er uns vor Augen, wie fest der Vater und er eins sind. Und diese Einheit stellt uns Jesus vor Augen. Zugegeben, das Hindernis, die Latte, ist mega hoch gesetzt. Und trotzdem ist es eine Latte, die wir uns danach ausstrecken. Danach ausstrecken, damit wir in die Nähe kommen, hinwachsen, uns anhangeln, uns anringen zu dieser Einheit, die ähnlich ist, ansatzweise ähnlich ist, wie die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Die Latte, Freunde, liegt so hoch, dass wir uns nie zufrieden geben dürfen mit dieser Einheit, die wir erreicht haben. Aber auch da lässt Jesus nicht schauen. Er betet zum zweiten Mal und sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Also nochmal sagt er, ich bete darum, dass sie eins sind, meine Freunde und meine Nachfolger, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Und dann holt Jesus auch da zum dritten Mal aus in dem Gebet und sagt, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Was für eine Vision. Einheit, damit die Welt erkennt,
dass Jesus Christus vom Vater gesendet worden ist eine gewaltige Vision. Ist eine gewaltige Auswirkung von echter Einheit. Da, wo Einheit die Familie, gläubige Familie sind, da, wo Einheit die Small Group sind, da, wo Einheit die Kirchen sind, da, wo Einheit unter den Kirchen im Lieb Jesu ist, da erkennt die Welt, dass Jesus Christus vom Vater geschickt worden ist. Da erkennt die Welt, dass der Glaube etwas hat, wo andere eben nicht haben. Etwas beinhaltet, wo bei anderen vermisst wird. Etwas beinhaltet, wo die Menschen so eine Sehnsucht haben nach echter Einheit. Die Liebe und der Gläubige aus dieser Einheit wächst, liegt Jesus zu tiefstem Herz. Was darf uns die Einheit kosten? Wo müssen wir vielleicht über unseren Dünkel, über Rechthaberei, über unseren Eifer eingumpen, um die Einheit zu haben? Wie kommen wir jetzt zu dieser Einheit? Darf ich bitte mit mir zur Bühne kommen? Es tut überhaupt nicht weh. Es ist nur ein bisschen peinlich. Schau, ich habe dort einen Stuhl parat gemacht für dich. Ich habe gedacht, irgendjemand wäre ich mir raus. Ich habe noch nicht gewusst, wer, aber du bist es. Du darfst da sitzen. Du darfst deine Schuhe abziehen und zücken. Wie kommen wir zu dieser Einheit? Wo Jesus mit seinen Jüngern am Tisch gesessen ist, war kein Sklave da, kein Diener. Es war niemand da, der die Füße gewaschen hat, wie es üblich gewesen wäre. Und darum hat Jesus das Obergewand abgelegt, einen Schurz um sich gebunden und hat sich abgeknündelt zu den Füßen von seinen Jüngern. Er hat angefangen, die Füße waschen. Ich nehme an, gestern Abend hast du es gewaschen. Heute Morgen. Hast du Glück gehabt? Die Füßwaschung hat zwei Bedeutungen, so wie ich heute Morgen euch sagen will. Erstens, wo Jesus zum Petrus gekommen ist, hat Petrus gesagt, nein, mir musst du die Füße nicht waschen. Er hat sich geschämt. Das war mega peinlich. Und Jesus hat gesagt, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Und dann hat der Petrus gesagt, der immer schneller redet, als er denkt, ja Herr, dann wasch mich ganz den Kopf und die Hände und die Arme und alles zusammen, was ich kann. Jesus sagt, nein, nein, wer gewaschen ist, ist gewaschen. Ich muss dir nur noch die Füße waschen. Das ist angenehm kühl. Wunderbar. Ich muss dir nur noch die Füße waschen. Freunde, das ist das Erste. Zur Liebe und zur Einheit zu sehen, dass wir alle immer wieder dreckige Füße haben. Wenn wir zwar zu Jesus gekommen sind und Sündenvergebung haben, dann haben wir die Vergebung und müssen nicht immer wieder die gleichen Sünden bringen. Aber von jedem Tag wären unsere Füße im Bild dreckig. Und wir können sie Jesus anheben und sagen, Jesus, meine Füße sind dreckig. Vergib mir und wasch mir meine Füße. Wenn wir erkennen, dass wir alle immer wieder dreckige Füße haben, dass wir alle mit unseren Worten, mit unserem Reden, mit unseren teilweise auch Handlungen immer wieder fehlen, mit unseren Gedanken. Wenn wir das erkennen, dann können wir andere annehmen und auch verstehen, wenn sie dreckige Füße haben. Und wir waschen ihnen nicht den Grind, sondern wir waschen ihnen die Füße. Und helfen ihnen da, wo sie gefallen sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, in Demut dienen. Der Rabbi, der Herr, der Lehrer, der Sohn vom lebendigen Gott, hat sich runtergelassen. Seine Jünger. Und da war der Judas noch dabei gewesen. Auch im Judas.
Füße zu waschen, ihnen wohl zu tun, ihnen zu dienen, sich zu demütigen, sich vielleicht sogar am Spott auszusetzen. Jetzt darfst du rauskommen. Stehen ihr da drin hinein? Wenn wir verstehen, dass Jesus gesagt hat, ich, der Rabbi, habe euch die Füße gewaschen. Macht es gleich. Tönt einander gegenseitig in Demut dienen. Da, wo wir uns runterbücken, auch zu den Fehlern, auch zu den stinkenden Füßen der anderen. Da, wo wir anderen dienen, in der Demut, da kommt Liebe und da kommt die Einheit. Das ist der Weg dazu. Danke dir vielmals. Du darfst dich wieder anlegen. Danke, gell. Gebt ihm noch einen Applaus. Das einander die Füße waschen ist das Gegenteil vom Kopfwaschen. Es ist sich in Demut von seinem Bruder, seiner Schwester zu bucken und ihm oder ihr zu dienen. Dort, wo unsere Schwester, unser Bruder bedürftig ist, dort in seinen Fehlern. Nicht Fehler und Defizit, das Licht zehren, sondern abwaschen. Da im einander dienen, sich bücken vor dem anderen. Der andere höher achten als sich selber, da entsteht eine Atmosphäre von der Liebe und von der Einheit. Jesus betont das immer wieder. Wer euer Chef will sein, der soll euer Diener sein. Immer wieder ist es darum gegangen, wer der Beste und der Größte ist unter den Jüngern. Und immer wieder hat Jesus ihnen Knöpfe getan und gesagt, es geht ums Dienen, um Himmels Willen. Ich bin jetzt rund 49 Jahre als Leiter unterwegs und als Berater von Kirchen. Berater bis zum heutigen Tag Kirchen. Was ich erlebt habe, ist, dort, wo die Einheit gefördert ist, liebe Brüder und Schwestern, dort, wo es um Spiel gestanden ist oder schon angekratzt war, ist es den allermeisten nicht um Facts gegangen. Können wir es glauben? Es ist am allermeisten nicht darum gegangen, wirklich um eine Sache. Vorgeschoben natürlich. Aber es ist um Rechthaberei, Besserwisserei und Überheblichkeit gegangen. Das tönt nicht schön in den Ohren von einigen, die sagen, man muss es schliesslich sagen, oder? Alles, was recht ist, ist recht. Kann sein, dass du in deinen Augen du recht hast. Oder Paulus sagt, wir erkennen bruchstückhaft. Und einmal wird die Zeit kommen, wo wir wirklich erkennen. Und dann könnt ihr ganz sicher sein, dass wir in dieser Detailfrage oder selber Detailfrage auf der richtigen Pfad sind. Jedes von uns, auch christliche Leiter, stehen an unterschiedlichen Orten. Wie wäre es mit Demut? Und Demut, Freunde, braucht Mut. Wie wäre es als Demut, wenn wir einander dienen und uns einander unterordnen? Demut versuchen, den Standpunkt vom anderen zu verstehen und ihn zu akzeptieren. Meinungen von anderen zu ehren. Auch von Menschen, die wie wir unterwegs sind als Gläubige in der katholischen Kirche. 2 Männer in meinem Leben, die mich geprägt haben. Ich hätte noch ein bisschen mehr von ihnen. Aber mir vorgelebt haben, was Demut bedeutet. Das eine ist der Geri Keller, der Gründung der Schleife. Wie hat er eine Stiftung gegründet, ein Werk gegründet? Wie sind ihm Tausende von Leuten sind aus seinen Lippen gehangen.
Einer von seinen Geheimnissen war seine Demut. Ich habe ihn erlebt in verschiedensten Situationen. Und ich war beschämt, wie der Leiter, der Mann, der so gesegnet war von Gott, in einer Demut geantwortet hat und andere Standpunkte hat stehen und andere Menschen geehrt haben, auch wenn sie ein bisschen anders gedacht haben als er selber. Was für ein Vorbild. Der andere Mann ist mein Vater. Mein Vater, der viele Schwierigkeiten hatte in seinem Leben, der am Schluss von seinem Leben zurechtgekommen ist und am Schluss für so viele Menschen ein Vorbild war, weil er in der Demut gelebt hat. In der Demut die Krankheit von meiner Mutter ertragen hat. Freunde, demütige Menschen wirken anziehend. Um demütige Menschen scharen sich die anderen Menschen. Demütige Menschen können lieben, auch da, wo es nicht so viel zu lieben gibt, offensichtlich. Demütige Menschen können Einheit bewahren, da, wo es auch schwierig ist, wo es einem so viel kostet, wo es einem fast alles kostet. Ich möchte euch heute Morgen einladen, dich persönlich, dass du eine Frau oder ein Mann wirst, wo dieser Einheit Vortrieb verschafft, wo ins Business von dieser Einheit kommt, in die Kultur Einheit schaffen, mit Wort, mit Handlungen, mit Gedanken, im Umgang mit Brüdern und Schwestern. Denn Einheit ist kein frommer Wunsch, sondern Auftrag und tiefstes Anliegen, ja sogar ein Befehl von ihm und meinem Herr. Und er sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Gebot von der Liebe und Gebot von der Einheit. Amen. Darf ich euch bitten zum Aufstehen fürs Gebet? Jesus, es ist gut zu hören, was du auf dem Herzen hast. Es ist gut zu hören, was du gebetet hast in deinem letzten Gebet. Aber du siehst, was uns jetzt als Einzelne auch beschäftigt. Wo wir vielleicht als Einzelne Opfer geworden sind von dieser Nicht-Einheit. Ich bitte dich für die kleinste Zelle, für unsere Ehen um Einheit, Familien. Ich bitte dich um Einheit in unserer Small Group, wo wir manchmal so gemischt sind und genau das üben können. Ich bitte dich um Einheit in unserer Kirche. Ich bitte dich um Einheit in dem Lieb mit anderen Gläubigen, die ein bisschen anders Gottesdienst feiern als wir, die andere Schwerpunkte haben, die einen anderen Stallgeruch haben. Jesus, dein Wunsch ist es, dein Gebet ist es, dass du die Einheit Menschen sehen und erleben, dass du Wirklichkeit bist. Mach du den Unterschied in unserem Leben. Bitte dich von ganzem Herzen dafür. Und danke dir, Jesus. Amen. Danke, hast du reingeschaut in die Predigt und lass uns einen Kommentar, was dich begeistert hat oder was Fragen aufgerührt hat. Hey, wir bauen Kirchen und wir machen die Predigten, dass Menschenleben zum Blühen kommen und mit Gott connected werden. Und das hoffen wir, das ist passiert. Wenn du Fragen hast oder das Gebetsanliegen, dann kontaktiere doch uns. Wir lieben es, mit Menschen in Verbindung zu kommen. Wir lieben es auch für Menschen zu beten. Wenn dir die Predigt gefallen hat, dann gib doch einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, dann verpasst du die nächste Predigt sicher nicht. Wenn du uns unterstützen willst und dir das gefallen hat, dann geh auf den Button, scan den QR-Code. Danke vielmals. Und sonst, hey cool, hast du reingeschaut und hoffentlich bis ein anderes Mal.